Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Und ich habe noch nie im Leben gespeichert, was ich in der letzten Episode noch verpennt habe. Sollte ich jetzt dringendst machen. Oh Mann. Oh Mann. Also von der zwei Nackischer werden wir verfolgt. Wobei ich es irgendwie schäf finde, dass die Freunde sind. Ich meine, sonst ist hier niemand wirklich befreundet miteinander in der Anstalt. Oder kann gut miteinander, aber die zwei scheinen Best Buddies zu sein. Die verstehen sich ja richtig gut. Ah, nett. Ordentliche Genickzwirbler verpasst. Wir sind aber auch nicht so die unauffälligste. Wir hinterlassen ja ständig irgendwelche blutige Fußabdrücke. Und der Kamerad scheint auch recht wichtig zu sein, weil der immer recht häufig abgebildet ist. Genau so einer brauche ich. Genau so einen Stuhl brauche ich. Ich meine, fixieren muss man mich nicht, aber dass du das Gegröße reif fließen kann, oder schon jemand eine Wurst abgeseilt. Genau so ein Ding brauche ich, auf dem ich hier beim Spielen sitze. Anders ist Outlast nicht machbar. Scheiß die Wand da. Ich weiß gar nicht, von wo bin ich dann eigentlich gekommen. Ich glaube, von da oder wo bin ich gekommen, ja? War das so? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger draußen verbracht, habe noch eine geraucht und noch eine Happe gegessen. Und bin noch etwas verwirrt, von wo ich gekommen bin. Ah ne, von da bin ich gekommen, genau. Richtig. Von da bin ich gekommen. Dann sollte ich hier nochmal mal Batterie wechseln. Und habe nur noch 2 parat. Das ist natürlich nicht so doll. Die 2 Schwengeltypen sind noch hinter uns her. Und Chris Walker ist noch hinter uns her. Ich sehe es doch, guck mal, dass irgendein Scheiß noch passiert, verdammt nochmal. Mann um Meter, Mann um Meter. Alter Peter. Und die Musik, die macht mich auch recht fertig, muss ich gestehen. Also wie ich auch schon mal gesagt habe, das Spiel arbeitet sehr stark mit Musik, um die Spieler einzuschüchtern. Gerade auch, dass die so häufig so laut vorkommt, auch wenn überhaupt nichts passiert, bringt immer in eine Gefahrensituation, und man denkt, man sei in einer Gefahrensituation. Was? Oh, Scheiße! Ich will da hoch! Nein! Wer hat denn die Tür zugemacht? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach du Scheiße! Musik, 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 Musik. Musik, Musik. Ich glaube, das hat eine Zeit gemisst, oder? Bin ich gerade gestorben, oder? Ah, schlimmer. Ich bin voll im Gegröße und auf dem Torsen gelandet. Fett auf dem Leicheberg gelandet. Okay. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Ja. Scheiße. So riese Problem ist, ach, ich traue mich doch nicht, mich zu bewegen, wirklich. Und ich muss mich ja eigentlich recht schnell bewegen, sonst gehen wir ja die ganze Batterie aus. Das ist ja das Hauptproblem hier. Ich sehe ja auch nichts und muss mich relativ schnell bewegen. Sonst gehen wir mal Batterie aus. Oh. Oh oh. Der Walkas Chris ist wieder da. Scheiße. Ich habe gedacht, ich hätte ihn wenigstens abgeschüttelt.
Aber nee, der Valkas Chris ist relativ hartnäckig. Ich habe schon 44 Minuten und 13 Sekunden aufgenommen auf meiner Kamera hier. Okay, irgendwo da draußen stampft da rum. Das macht es natürlich an und einfacher schnell hier rauszukommen. Gut ist aber wenigstens, dass wir uns hier nicht heilen müssen mit irgendwelchem Zeich, sondern da ist er. Sondern dass der sich selber regeneriert. Oh Gott, Eva, habe ich gerade mich berührt, was am Bäh. Dabei war es einfach nur Muskelzucker. Okay. Ich muss mich irgendwie hier rausbewegen können. Ach, wenn der Speckmann jetzt da rumscharwenzelt. Und dazu die Klopskerl-Musik. Nein, da komme ich nicht durch. Zerr mich jetzt bloß nicht hier raus. Natürlich macht er das. Hi, Chrisel. Scheiße. Okay, da bin ich jetzt gestorben. Bin ich jetzt tatsächlich offiziell das erste Mal gestorben. Wir sind wieder im Torsenhaufen. Jetzt muss ich gucken, dass ich da hochkomme. Bei der Treppe irgendwo muss ich hoch. Ja, da kommt der wieder. Okay. Und er babbelt irgendwas, was ich nicht wirklich verstehe. Okay. Du ist jetzt durchgewatschelt. Ich schleiche mich jetzt mal vorbei. Alter, der kennt sich ja mit der Arsch abwische, der Typ. Ich versuch's mit Blick dort in der Zelle Trakt. Eventuell bringt's mal ja was. Also noch watschelt er da ohne rum. Okay, das hat er vielleicht gehört. Ich sollte machen, dass ich da mich versteck und einigermaßen heimlich bleib. Das ist natürlich auch wieder sowas, was ich in Spiele absolut gemeistert habe. Ich hasse es, heimlich zu sein, Spieler. Ich bin eher so der Vertreter von der Holzhammer-Methode. Und sowas ist absolut nichts für mich. Das Heimliche. Ich weiß ja gar nicht, wo er gerade steckt. Er schnauft aber auch ganz schön schwer, muss ich sagen. Vielleicht nur, wenn ich ja Menschen fresse und mehr Gemüse. Ich versuche mich hier einigermaßen sicher zu fühlen. Ich habe keine Ahnung, wo er gerade steckt. Auf der anderen Seite, was kann man schon passieren, außer dass ich einen Schreck krieg? Da geht's nicht lang. Okay, ich hoffentlich nicht. Ich bin aber kein kleines Schwein und du bist einer der Chef. Du bist einer der große böse Wolf. Du bist höchstens der große fette Wolf. Wundert mich nur, dass die Gegner das nicht sehen, mein Camcorder mit dem Licht. Oh Gott, irgendwas hat er gesehen. Oh! Musik, 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 Musik. Okay, da kommt er nicht durch. Da ist er zu fett dafür. Musik, Musik. Musik, Musik. Oh, Musik. Oh, Musik. Musik. Okay, hier kann ich durch. Du blödes Arschloch. Du saublöder. Du elendes Säckel. Erstmal speichern.
Mann! Mistkerl! Du blöder, verstörter Psychiatrie-Patient. Ich sag das ihm Gute. Mach sowas nicht. Okay, jetzt in meinem anderen Zelle-Block. Aber wenigstens war er harmlos. Okay, da kommen wir natürlich nicht rein. Ich sehe, wir müssen wieder durch den Zelle-Block hier. Und hier ist anscheinend auch alles Roger in Kambodscha, wenn ich mal die so anguck. Ach Gott, Jungs, wissen ihr was? Ich stehe einfach nur gern schlafen. Hau bloß ab, hör auf mir zu folgen. Oh. Ach du Scheiße. Lass mich bloß in Friede, du Spinner. Okay. Steht nur Sache, ich habe hier einen Kumpel gefunden. Um Randy Newman zu zitieren. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Okay, wie es aussieht, haben wir jetzt einen Wurmfortsatz hier gewonnen. You've got a friend in me. Scheiße. Ich sehe so seidig aus, alles klar. Bei dir ist auch alles in Ordnung, schätze ich. Wundert mich, dass der überhaupt noch retten kann. Ist das auch ein nackischer? Ja, aber der ist zur Ken-Puppe gemacht worden. Der hat keinerlei Geschlechtsmerkmale mehr. Hey, geh mal aus dem Weg, Kumpel. Ich kratze dich aber nicht, das sag ich da gleich. You've got a friend in me. Ja, sag doch, spuck's doch raus. Ich hab zwar nicht ewig Zeit, aber ein bisschen werde ich wahrscheinlich noch hier sein. Dort aber gerade jemand ordentlich Trommelfeuer aus der Arschkanone gemacht. Ja, von da bin ich Kummer. Ja, dann hilf mir doch auch. Sei doch so nett und zeig mal, wie es jetzt in der Dusche geht. Aber ich glaube, ich hätten sie nicht verumme in die Zwangsjacke gesteckt. Oh oh. Sollte ich hochladen? Ich bin etwas verwirrt gerade wieder. Kann ich da hochklettern oder so? Nee. Du bist mein Freund, ja, alles klar. Mag dich auch. Ah, du kannst nicht hochklettern, oder? Jo. Ich sag das aber gleich, dich mache ich nicht sauber. Dein Scheiß kannst du selber abwischen. Aber wenigstens sind es hier relativ harmlose Spinner. Okay. Okay, der Kumpel da unten, der kommt uns jetzt auch nicht noch gesticke, was ich eigentlich auch für recht praktisch halt. Noch so ein nackischer Geschlechtsloser. Oh. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Der springt mich an. Ja. Okay. Danke, du freundlicher Irrer. Das war klar, dass das passiert. Es war echt absolut klar, dass das jetzt passiert. Wenn du einer frei sitzt, erwart mal sowas. Oh, na geil. Da darf ich mich durchdrücken. Das heißt, der greift 100 Protz noch mir. Das ist doch so ein Rabauke hier, so ein Lumbestrick. Der greift 100 Protz noch mehr. Okay. Hui. Zeuge.
Irgendjemand bewegt sich doch noch anscheinend. Ich mach mal lieber zu. Zeuge. Der lebt noch, der zittert noch. He did not kill his enemies. Er hat nicht seine Feinde getötet. Ja, ich sammle auch immer Blut in einem Eimer, kein Thema. So, Technikfilme. Ja, denken Sie mal drüber nach. Dokumente. Nachruf von Dr. Wernicke. Hui. Nachruf unter www.thedenvereagle.com. Obituary as.aspx. Bla bla bla. Also eine schöne URL. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Das finde ich goldig. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Naja, was jemand so im Krieg getrieben hat, weiß man als nie. 1980 geboren, du war der auch noch relativ jung. Bei Kriegsausbruch war der gute Mann Ende 20 Jahre, also so viel kann er im Krieg nicht in einer großen Position gerissen haben. Der war vielleicht höchstens wissenschaftlicher Assistent oder sowas. Oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn es hochkommt. Okay, da komme ich noch nicht durch, da muss ich aber durch. Die händen's echt mit ihrem seidig, jetzt mal ohne Scheiß. So seidig, ich kann nicht widerstehen. Uah. Widerliche Kotze-Type. Da hat auch jemand den Preis des Erfolges gefeiert auf deren Matratze. Schäfer pisst und verschisse. Uah. Oh. Hey, 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 ich mach dir nix. Ich mach dir echt nix. Uah, na toll, noch so ein Akro-Arsch. Wow, okay. Also da ist noch ein Akro-Spinner unterwegs. Na, großartig. Ja, ich mach doch nichts, Mann. Dann kletter ich halt do lang. Scheiße. Oh. Hoppla. Ich hab noch gemerkt, ich hab mein Lautsprechersystem noch nicht ausgeschaltet vom Computer. Sollte aber trotzdem einmal speichern bei der Gelegenheit. Mann, oh Meter, ist das asozial hier. Ich probiere es jetzt nochmal da over. Kann ich mich da entlang drücken oder so? Da ist noch eine Batterie. Das heißt, hier war ich auch noch nicht. Okay. Dann sollte ich das einmal wechseln. Und nee, da kann ich nicht mich vorbeidrücken. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich wieder runter. Scheiße. Okay, noch einmal. Da hoch. Da nochmal hoch. Wo war der andere Quatsch? Das muss da gewesen sein. Am Randaler Rudi vorbei. Bitte greif jetzt nicht noch mir, Kerl. Und do dann rüberspringen. Okay, da muss ich nichts weiteres drücken, der hält sich selber fest. Okay, da war der Zeuge, genau. Und da komme ich noch nicht durch, weil
Schlüsselkarte. Komme ich dort durch? Nee, ach, da komme ich nicht durch. Na gut, dann muss ich da hoch. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache wieder einen Cut an der Stelle. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast auf Pelzig. Also, machen's gut bis hier. Eiern Yankee.